ist schon fast vorbei. Wir sind im Tag 5 und ich hoffe und glaube mit dir zusammen, dass wir schon ganz viel erlebt haben mit Gott, dass unser Glaube in dieser Zeit exponentiell gewachsen ist und dass wir können erleben, wie Durchbruch um Durchbruch passiert ist in unserem Leben. Falls das dein Zeugnis ist, behalte es nicht für dich, sondern teile es mit der ganzen Kirche. Das ist etwas, wo wir immer wieder ermutigt werden in der Bibel, unsere Zeugnisse miteinander zu teilen. Und das wollen wir machen, auch in dieser Gebets- und Fastenwoche. Solltest du etwas erlebt haben, sei es klein oder gross, komm auf Sabrina zu, schreib ein E-Mail an info@kreuzpunkt.ch. Wir werden heute und morgen hier im Kreuzpunkt Zeugnisse aufnehmen, auf das wir als ganze Kirche teilhaben an diesem reichen Schatz von all dem Genialen, was Jesus in unserem Leben da hat. Jetzt steigen wir gerade ein in einen kurzen Input von niemand anderem als jemand von unserer Gemeindeleitung, der Martin Geier, redet über so ein zentrales Thema wie Finanzen. Ich glaube, heute kannst du ganz viel profitieren und lernen und anwenden. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum heutigen Tagesthema «Gesegnet sein und segnen». Gott segnet uns. Sind wir uns das bewusst? Er hat uns in Jesus Christus reich gesegnet. Das ist eine Wahrheit, die gilt und nicht nur für uns eine gute Nachricht, die wir für uns behalten, sondern weitergeben. Wir lesen in Matthäus 25 am Ende der Geschichte, wie die Menschen, die Jesus kennen, gesegnet sind. Da heißt es, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Segen ist also Besitz, primär nicht materiell oder irdischer Besitz, sondern Besitz an himmlischen Gütern. Epheser 1,3 drückt das aus und es heisst, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichen Segnungen an himmlischen Gütern durch Christus. In einer anderen Übersetzung geht es sogar noch ein bisschen stärker zu und her und heisst mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich alles. Alles, was sein ist, gehört auch uns, weil wir seine Kinder sind. Sollte er uns mit Jesus nicht alles geben, steht im Römer 8,32. Wir gehören in seine Familie. Er hat uns himmlische Schätze vorbereitet und das nicht für uns, sondern zum Weitergeben. Wir sind adoptiert in seine Familie, damit in die Segenslinie und Segensgeschichte, die Gott mit den Menschen schreibt, wo über den Abraham seine Nachkommen zu Jesus läuft und durch Jesus sind wir alle gesegnet, weil er die ganze Welt segnen Gott. Zum Abraham hat Gott gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Genesis 12,2. Also der Segen, wo Gott in dein und mein Leben hineingelegt hat, mit dem sollen wir wirtschaften, ausgeben, investieren, wie in dem Beispiel von diesen Talenten, die verteilt worden sind in dem Gleichnis. Der Segen, wo Gott in dein und mein Leben gelegt hat, dürfen wir nicht einfach so für uns behalten, sondern soll weitergegeben werden. Das ist sein Wunsch. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein für andere, überkommen, weitergeben. Das ist ein göttliches Prinzip. Lesen doch heute die Geschichte aus Apostelgeschichte 3, wo der Johannes und der Petrus in den Tempel gehen und dann wird vom Bettler werden sie angesprochen und dann sagt der Petrus nachher, Silber und Gold haben wir nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf. Manchmal ist es vielleicht leichter, Geld zu geben, als Jesus auszuteilen. Wir haben nichts anderes aber eigentlich als Jesus. Und da war der Petrus realistisch. Der Mann braucht Jesus. Kein Geheimrezept, nicht irgendein Trick aus der Trickkiste. Jesus, er selber, das Wort, das hat Power. Sagen heisst Eulogia im Griechischen, was gutes Wort heisst. Und wenn wir schauen, am Anfang der Schöpfung redet ja Gott das schöpferische Wort, das gute Wort. Und wir lesen im Johannes-Evangelium, dass das Wort Jesus ist. Durch ihn ist alles geschaffen. Nichts ist geworden als durch ihn allein. Er ist Gottes Wort. Gott redet gut zu dir und mir. Er redet seine Worte vom Leben in dein Leben hinein. Seine Anerkennung, seine Heilung über dein Leben. Und solche Worte und solche Gedanken wollen wir auch an andere weitergeben. Kannst du an andere weitergeben. Das bedeutet Segen und andere segnen. Vielleicht willst du jetzt nicht gerade heute jemandem sagen, steh auf, aber es
könnte ja bedeuten, dass du die reichen himmlischen Segnungen, die wir vorhin gesehen haben, im Epheser 1,3, weitergibst in irgendeiner Form an dem heutigen Tag. Ein kurzer Einschub. Das Gegenteil von Segen ist Fluch. Fluch, das hat Auswirkung. Das hat Jesus demonstriert, als er den Feigenbaum verflucht hat, der sofort abgestorben ist. Wir wissen auch, wie negatives Reden kann negative Auswirkungen haben. Wenn ein Vater zum Beispiel sagt, aus dir wird nie etwas rechts, dann kann das ein ganzes Leben zerstören. Fluch nimmt das Leben, Segen spendet Leben. Benedicere auf Italienisch oder Latinisch, das Gute aussprechen, schafft Leben, ermöglicht Leben. Es liegt in der Macht der Zunge Segen und Fluch. Das sagt auch der Jakobusbrief. Wir sind in einer Zeit, wo wir viel Negatives hören. Es beeinflusst unser Denken. Es hat Macht über uns. Tut uns das gut? Baut uns das auf? Nein, es macht uns Angst. Es raubt uns Lebensmut. Wie kann das geschehen, dass wir anders werden? Wir sollen wirklich in dem Negativen hinein nicht negativ reden, sondern positiv. Eben segnen, benedicere, Segen aussprechen. Ich habe angefangen, meine Gebete umzuformulieren, so dass ich sage, nicht Gott tue, Gott mach, bitte Gott. Und auch nicht sagen, Gott segne du, weil das weiss er ja selber. Er hat ja gesagt, ich tue segnen. Sondern dass ich hingehe und in der Vollmacht, die ich als Gottes Kind habe, sage, ich segne dich. So kann es so heissen, zum Beispiel, ich segne dich, Kathrin, als meine Frau, dass sie in diesen Werken laufen kann, die Gott für sie vorgesehen hat. So segne ich auch Kind, Timon, Simea, Silas und segne und sprich dann aus und segne sie mit aller göttlichen Weisheit. Ich segne sie, dass sie in den vorbereiteten Werken laufen können, dass sie Gunst haben bei Gott und bei Menschen und spricht das so im Glauben aus. Damit sage ich nämlich, ich glaube dir, Gott. Ich glaube, und das hat enorme Wirkung. Ich beanspruche die Vollmacht als Kind von Gott oder als Ambassador, als Landesvertreter von einer himmlischen Regierung, indem ich anstehe und sage, ich tue nicht um Brotkrumen flehen, sondern ich nehme in Besitz und nehme von diesen himmlischen Reichtümern, die Gott in mein Leben hineingelegt hat und vorgesehen hat, und tue sie weiter fliessen lassen. Ausgeben, verteilen, vermehren. Ja, versuchen wir doch das. Lies heute die Apostelgeschichte, Kapitel 3, und frage dich nicht, was du nicht hast. Ich habe kein Geld, ich habe die Ressourcen nicht, das und das nicht, sondern fang an, in Situationen hinein Jesus auszusprechen. Jesus kann, Jesus ist das Wort, das gute Wort. Start deine Gebete, indem du sie mal umformulierst und sagst, ich segne meinen Tag, ich segne meinen Rücken, wenn ich Rückenschmerzen habe. Nicht ich bitte dich, Herr Jesus, mach, dass mein Rückenweh weggeht, sondern ich segne meinen Rücken, dass er in dieser Gräde und in dieser Stärke kann sein, in der Schöpfungsordnung, so wie es du vorgesehen hast, Gott, so wie es du vorgesehen hast, Jesus. Versuchen wir doch das mal. Segnen wir unsere Ehen, die Familie, die Arbeitsstelle, die Gemeinde. Überleg dir auch, wie du heute vielleicht kannst jemandem etwas Gutes zukommen lassen, zum Beispiel Blumen, Karten, ein WhatsApp, eine Signalbotschaft, ein Präsent. So kannst du auch Segen weitergeben. Du kannst auch finanziell etwas segnen, ein Werk oder auch die Gemeinde. Ich denke, lass dich da führen, was Gott zu dir redet. Dann versuch, ob du mit jemandem beten kannst. Du kannst auch jemanden fragen, darf ich sie segnen? Darf ich sie einen Segen über ihn aussprechen? Manche Leute kennen das auch von der Tradition, aus der Kirche noch, und sind vielleicht positiv erstaunt. Und dann vergiss nicht, jemandem auch etwas Gutes zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast. So kannst du auch Segen weitergeben. Ja, sind wir gespannt, was Gott tut. Ich wünsche euch, dass ihr gesegnet seid und als Gesegnete Gottes Segen weitergeben von diesen himmlischen Gütern, die Gott in dein und mein Leben hineingelegt hat. So grüße ich euch herzlich und wünsche euch einen kreativen Tag voll von Segen von Gott. Oh, wir haben ganz viele gute Ideen für dich, wie du heute Glauben kannst anwenden. Und ich glaube eigentlich, es gibt fast kein einfacheres Thema zum Glauben anwenden in den Finanzen. Weil, hey, das ist etwas von dem, was jetzt einfach simpel ist. Und du kannst es so einfach umsetzen. Also wenn du es bis jetzt schwierig gefunden hast, um irgendetwas zu machen, heute ist es mal unglaublich einfach zum Glauben aktiv werden lassen in unseren Finanzen. Wir haben jetzt jeden Tag wieder ein Devotional, wo du reflektieren kannst, wo du nochmal das Wort Gottes, einen Bibeltext, auf dich wirken lassen und den Tag mit ihm zusammen starten.
und was eure eigenen Bedürfnisse angeht. So wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Philipper 4, Vers 19. Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Matthäus 26 und 33. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die er dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt. Und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. 3. Mose 25, 1-6. Und wir wollen jetzt proklamieren, dass du ein guter Vater bist, der alles in seiner Hand hat. Dass dir alle Reichtümer von dieser Erde gehören. Und dass es dein Wille ist, uns zu segnen mit allem, was wir brauchen. Wir trachten nach deinem Reich und du trachtest nach unserem Segen. Gesegnet werden wir sein bei unserem Eingang und gesegnet werden wir sein bei unserem Ausgang.